12 Uiguren marschieren von Istanbul nach Ankara, um auf die Menschenrechtsverletzungen der Chinesen an der uigurischen Minderheit hinzuweisen. Der Marsch steht für einen Protest, der die Unterdrückung der Uiguren beendet sehen will. Derzeit hat die Gruppe Kocaeli erreicht. Die Welle der Verhaftungen geht weiter. In diesem Fall traf es Galip Kurban, der neuesten Erkenntnissen zufolge in Urumqi verhaftet wurde. Galip Kurban war vor seiner Verhaftung als stellvertretender Staatsanwalt beschäftigt. Beschuldigt wird er der Heuchelei, da er Kritik an der Entwicklung der Region Urumqi äußerte. Die Unterdrückung in Ostturkestan würde in Zukunft Schwierigkeiten bereiten, so Kurban. Nach der Rückkehr von einer Pekinger Konferenz nahm man ihn am Flughafen von Urumqi fest. Der Führer Ostturkestans, Isa Yusuf Alptekin, verstarb vor 23 Jahren. Er opferte sein Leben der Sache Ostturkestans. Dem Verstorbenen wurde an mehreren Orten in der Türkei gedacht. Aufgrund der größten Dürreperiode seit 60 Jahren sowie des Bürgerkriegs in Somalia bahnt sich dort eine Katastrophe in den Flüchtlingslagern an. Viele Menschen verstarben auf der Suche nach Nahrung. Südlich von Buhodle liegt ein recht unbekanntes Lager, in welchem ein harter Überlebenskampf stattfindet. Schweden verbietet vorerst das Rauchen in geschlossenen Räumen. Im kommenden Jahr soll dieses Verbot auf Parks, Stadien und Zughaltestellen ausgeweitet werden. Bereits ab 2025 strebt das Parlament an, den Tabakverkauf komplett zu verbieten.